onze Geschicht Nummer 35. Ditmaal vertalen wir uns noch weiter mehr von wo dort auf der mennonitische Yermo siedlung in Durango zum Ein kam. Und dann vertalen wir uns von wo sich immer noch mehr ukrainische Eltern ihre Kinder wollen die Gelegenheit geben, rechter und mehr lehren zu können. Einzelne Personen von der Abraham Dick, Bernhard B. Penner und ihre Trampelfamilies in ihrer Vorderstadt gerade de Port von dem Yermo-Land am letzten Einhorden betonen muss, betolden noch etliche Jahren immer den Landtax an die 13.000 Hektar Land bei Yermo und versuchten das Land zu verkaufen. Mal scheint das auch so, als wenn sich vielleicht ein Käufer gefangen hat, aber immer war er statt der scheinbar interessierte Person dort kaufen, doch war er arm. Schließlich betolt keiner mehr den Landtax. Und dadurch sind die ganze 13.000 Hektar Land doch wohl so genannt das Regierungsland geworden, wo die Viehrancher in diese Umgegend ihr Vieh umsonst oben weiden können. Dann ab große Flecken von diesem Land wost, wenn es im Sommer bedrehend viel Gras. Die Oldkolonie ab der Yermo-Siedlung in Durango meiden sich 1961 einen kleinen Schullehrer von der Quellenkolonie in Chihuahua. Wir haben uns einmal davon vertalt, dass man die Oldkolonie zu allen Tiden, auch dann, wenn die meisten von ihrer jährlichen Lehrerstadt bessere und rechtere Lehren in ihre Schulen unterdrückten, doch immer noch viele Eltern wären, die ihre Kinder Jahren besser und rechter lehren lassen wollen. Diese Tatsache lässt sich noch weiter sehr stark und klar sein, als die Yermo-Lied sich gewagt haben, einen kleinen Schullehrer zu meiden. Denn als die Oldkolonie ab der Yermo-Siedlung einen kleinen Schullehrer hatten, waren dann von der Yermo-Lied ihre Geschwister oder Freunde von Chihuahua an der Besiegen kamen und sich da selbst überzeugten, dass die Kleingemeinde Erweich von Kindern an der Schule unterrichten viel besser schafft als die Oldkolonie Erweich und dass diese ihre Unterrichtsmethoden die Kinder dort lehren viel leichter mögen, dann fangen bald immer noch mehr oldkolonische Familien auch von der Oldkolonie ihre Darpa in Chihuahua an nur die Quellenkolonie zu tragen, um ihre Kinder da eine bessere Gelegenheit zu geben, mehr und rechter lehren zu können. Oh, ich weiß, da wären all einzelne oldkolonische Familien auch nur die Quellenkolonie getroffen, um bessere Schulen haben zu können für ihre Kinder, aber nun fangen sehr sich mehr Oldkolonie an, auch kleine Schullehrer haben zu wählen für ihre Kinder. Viele oldkolonische Familien trocken dabei nur die Quellenkolonie, viele andere Familien suchten einen Weg, kleine Schullehrer auf oldkolonische Siedlungen anstellen zu können. Die erste kleine Schule der Oldkolonie entstand im Dezember 1962 auf der kleinen Yermo-Siedlung in Durango. Da wären all ganz einzelne Oldkolonie-Familien, nur die Quellenkolonie übergesiedelt und Kleingemeinde geworden. Aber eigentlich für die Kleingemeinde ihre Arbeit auf der Yermo-Siedlung zu den Anfang von der Oldkolonie ihrem Überwohnen nur die Kleingemeinde. Von 1963 an trocken die Yermo-Lied, wenn sie von Yermo wegtrocken, meistens alle nur die Quellenkolonie mank die Kleingemeinde. Von da an trocken auch viele oldkolonische Familien nur die Quellenkolonie in der Darpa. In wenigen Jahren wohnten da auch 4 von meinen Geschwistern mit ihren Familien. Im Jahr 1963, in meinem letzten Monat als Schullehrer in Kronsgaard, kamen 2 kleine Predigers von der Quellenkolonie meine Schule besuchen. Nur die Schule unterhielten wir uns noch lang über unsere oldkolonische und ihre kleine Schulen. Diese beiden Predigers sagten mir, ihre Gemeinde sagt sehr noch, wie ihr Schulwesen zu verbessern,
Und sie würden dort jeden sein, wann wir würden nur ihre Kolonie tragen mit unserer Familie und anderen Halter. Sie laden mir eigentlich an, noch Kolonie zu tragen und andere mit ihrem Schulwesen verbessern zu helfen. Die zweite Kleingemeinde Schule entstand 1967 auf der Santa Rita Kolonie im Dorf Steintal, Nummer 82. Die dritte Kleingemeinde Schule entstand nach der Old-Kolonie auf der Swift-Current Kolonie 1976 im Dorf Scheinfeld, Nummer 106. Die vierte Schule entstand 1981 nach der Old-Kolonie auf der Manitoba-Kolonie in Low Farm, Nummer 6,5. Die fünfte Schule entstand 1983 auf der Nordkolonie in der sogenannten Salitre-Darpa nach der Old-Kolonie. Und die sechste Schule entstand auf der siedlung in Zacatecas. Die lebende Kleingemeinde Schule entstand nach der Old-Kolonie 1996 auf der Plautdietsch-siedlung. Bilder von diesen Schulen oder von Schulkindern mit ihrem Lehrer sind in dem Buch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko auf der 279. und 280. Seite. In der Dorf Steintal Nummer 82, Scheinfeld Nummer 106, Low Farm Nummer 6,5, in der Salite-Darpa im Dorf Nummer 44, und auf der Zacatecas-Siedlung und auf der Plautdietsch-Siedlung entstanden bald nur die Gründung von Kleingemeinde Schulen und Kleingemeinde Gemeinden. Aus der Kleingemeinde Kirche in Scheinfeld Nummer 106 zu Kleinwort, dann bilden die Swift-Current Kleingemeinde noch eine zweite große Kirche im Dorf Neuhoffnung Nummer 110. Diese Bewegung hat von 1963 an immer noch mehr Kleingemeinden und Old-Kolonie durcheinander gebracht. Die Jakob-Unger-Familie war eine von den ganz ersten Old-Kolonie-Familien, die von der Manitoba-Kolonie nur die Quellenkolonie trocken. Von Ungers ihre Jungs sind von der mehrere Kleingemeinde Plautdietsch geworden. Heinrich Unger ist lang auf der Santa Rita Kolonie im Dorf Steintal Nummer 82 Prediger gewesen. Nu ist er leidender Prediger in Grassy Lake, Alberta. John Unger ist al viele Jahre der leidende Prediger auf der Swift-Current Kolonie im Dorf Neue Anlage Nummer 105. Die erste Büros wird von der Manitoba-Kolonie oder der Quellenkolonie trocken, um versichern Autos oder Pickups, Trucks fahren zu können und den Ausschluss zu kriegen doch den Ausschluss dahin herangeschickt. Da werden all Eier so eine Old-Kolonie und einige von ihrer Dorpen auf der Manitoba-Kolonie, die da interessiert wären, in Kleingemeinde Schullehrer zu meiden. Und da werden auf der Quellenkolonie auch all Eier Kleingemeinde Schullehrer interessiert, en oud-kolonische Dorpen Schullehrer sein zu können. Aber beide Seiten werden sich nicht damit anzufangen, aber, so als man dann sagt, dass es einmal irgendwo durchgebrochen wird. Und das mal braucht das es nicht mitten der Old-Kolonie in Chihuahua durch, aber auf der kleinen Yermo Siedlung, wo noch eine kleine Gruppe old-kolonische Familien wohnten, und bastet versuchten für ihre Kinder gute Schullehrer zu haben. Die Yermo-Lied hatten noch lang verhältnismäßig gute Schullehrer gehabt, so als Johann H. Bartsch, Abraham Dick, Cornelius Kreker und andere, aber Bartsch wollte nicht mehr Schullehrer sein. Dick starb und Kreker trug auch nach Chihuahua. Und durch all diese Umstände kam dort so herum, oder können wir vielleicht sagen, wird Gott das so, dass mehr Old-Kolonie und mehr Kleingemeinden sich anfangen, besser kennenzulernen und miteinander zu verbinden. Und bald werden nicht mal auf die
kleine Yermo siedlung in Durango, aber auch op de Oud-Kolonie ihre Kolonien in Chihuahua, kleine Menschen Schullehrers en kleine Menschen Gemeinden. En beet later ook op de Oud-Kolonische siedlungen in Patos Durango en in La Honda, Zacatecas. Einmal hadden Wout van de Genodenfelder zich al einen kleinen Menschen Schullehrer gemacht. Aber als die Reid nicht haben, mit Schulholen anzufangen, dann seht das Schuldenamt am dort auf. Die Gruppe Männer, die den Schullehrer gemacht haben, wollen haben, soll sich dort nicht aufsehen lassen, aber die kleinen Menschen Schullehrer wollen nicht an einem oud-kolonischen Dorf Schul holen, und das Dorfsamt dort nicht haben wollen. Sie wollen nicht Unfried anrichten in einem oud-kolonischen Dorf. Kleine Gemeinden und Oud-Kolonien haben sich auch sehr durcheinander gefried, von dann an. Wir haben all einmal gesagt, dass die wenige kleine Gemeinden, die mal in der Kansas-Dorpen mit Hoffnungsau und Herboden wohnen bleiben, nur dem älteste mit adelige Familie terug nach Kansas trok, met de tijd alle Oud-Kolonien worden, meestens ook durch befrieren. Aber wenn kleine Gemeinden von der Quellenkolonie sich mit Oud-Kolonien befrieren, dann gehen ihre oud-kolonische Ehepartners eben nur die kleine Gemeinden. Das gibt in Mexiko von der all viel mehr kleine Gemeinden, was von der Oud-Kolonie nur die kleine Gemeinden übergegangen sind, als die originale kleine Gemeinden sind. Das gibt auf die Quellenkolonie von der vielleicht auch all mehr paar kleine Gemeinden von, wo ein Ehepartner von der originale kleine Gemeinde kommt und der andere von der Oud-Kolonie, als wo beide Ehepartners kleine Gemeinden Herkunft sind. Und das ist alle dadurch so geworden, dass oud-kolonische Eltern bessere Schulen haben wollen für ihre Kinder. Ich weiß, wir haben noch nicht davon geredet, dass die erste Gruppe Oud-Kolonien 1967 bis 1969 von der Swift-Kolonie in Chihuahua nach Bolivien trocken, als die uns die Kontrolle verloren über den nicht Gumreifen-Räder brücken werben und die Traktors. Das will wir later noch tun, wenn wir noch viel von diesem Kontrollverlieren reden wollen. Aber hier wollen wir nu was davon vertalen, was dann passiert, als die zweite Gruppe Swift-Korinther 1975 nach Bolivien getrokken war, mit den meisten von ihren Predigers. Als die zweite Gruppe Swift-Korinther nach Bolivien getrokken war, mit den meisten von ihren Predigers taub, dann wollen die meisten Leute dort auf der Swift-Kolonie wohnen geblieben wären, nicht noch weiter nie aus Oud-Kolonie gegründet worden. Und dann wurden die Leute sozusagen alle, entweder Kleingemeinden oder Rheinländer, oder sie leiten sich von der deutschen Gottesgemeinde in Kanada bedienen. Adelige Familien gingen auch eben noch die Konferenz Mennoniten Gemeinde in Borvalde, die da all adelige Jahren gewasst wird. Von dieser Gemeinde vertalen wir Lothar auch noch mal mehr, wenn wir uns davon vertalen, wo die allgemeine Konferenzarbeit in Coctemoc, Chihuahua anfängt und entwickelt. Von den Swift-Korinther, was Rheinländer waren, weil wir uns auch noch mal viel vertalen, wenn wir die Geschichte vertalt haben von der Gruppe oud-kolonische Familien, die 1957, 58 mal noch Madison, Ontario trocken. Hier wollen wir uns nu was vertalen von den Swift-Korinther, die sich nu mit der kleinen Gemeinde auf der Quellenkolonie topgeschloten und sich von an halben Leuten ein kleingemeinsches Schulsystem einzurichten und eine kleingemeinsche Gemeinde zu gründen. Das wir mangt der oud-kolonische Mennoniten in Chihuahua 1975 all weit und breit bekannt, dass die Kleingemeinde ihre Unrechtsmethoden viel besser schafften als die Oud-Kolonie ihre. Die können die Kinder schwinder, besser, reichter und mehr lehren. Im Krieg dort haben viele oud-kolonische Eltern al lang immer gewollt.
aber die meeste von den oudkolonische ooms werden immer noch doorjägen en doorwegen werden zich meest keine Eltern. Kinderen bij de conferentie naar de school te schicken en werden zich ook niet einen kleinen Menschen Schullehrer zu meiden, um ihre Kinder unterrichten. Und wie es das all so lang so gewasst wäre, dass die meisten uns beteret und reichteret unterrichten an ihre Schulen unterdrückten, wären man an auch all meist keine Schullehrer zu finden, die das noch an sich hatten, reichter und besser unterrichten zu können. Dat wir entweder noch im Jahr 1975 oder im Jahr 1976 als 5 Krönche Kolonien anfangen mit der Kleingemeinde ihrer Help ein kleingemeindliches Schulsystem zu entwickeln und eine kleingemeindliche Gemeinde zu gründen. Schulgebiete und erste Kirche wurden in Scheinfeld in die Anlage gebaut und die kleingemeindliche Schule kämen immer noch mehr Kinder. En de gemeente wordt voor zich immer nog groter, zodat er grote Kirche in die Anlage met de tijd te klein wordt. En dan bouwen ze nog een grote Kirche. En de Hoffnung. De grote gemeente op de Manitoba-kolonie is van der ook door, wie es oudkolonische Familie voordat wat jaren ook betere scholen hebben willen voor ihre Kinder, dries genoeg wären, sich ein Lauffarm, Nummer 6,5, ihre eigene Schule zu bauen und einen kleingemeindlichen Schullehrer zu meiden. Also, ab der Manitoba-Kolonie fängt das Kleingemeinde waren auch dadurch an, dass alle einen besseren Schulunterricht haben wollen, als die oudkolonische Schullehrer geben können und die meisten oudkolonische uns gegeben haben wollen. Als in Russland in den 1860er Jahren, in 1870er Jahren, mal auf der Borosenko-Kolonie Kleingemeinde auch mehrere Darbe Oudkolonien wohnen, dann fangen sich da auch all an, Oudkolonien und Kleingemeinde durcheinander zu befrieden. Hierdoor noch war das meist ganz ab, als sie noch Manitoba übergesiedelt werden. Aber nun, über die Jahre von 1963 an, haben immer noch mehr Kleingemeinden und Oudkolonien sich durcheinander befreit. Und von diesen durcheinander befreiten Oudkolonien und Kleingemeinden wohnen von der nicht mehr überall in Mexiko verstreut, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, in Belize und sogar in Südamerika. Es wird ganz interessant sein, mal zu erfahren, wie viel so eine Familie da all sind. Und das ist in erster Linie oudkolonische Eltern, die verlangen, zuzuschreiben, für ihre Kinder eine bessere Schulbildung zu finden. Unsere Zeit ist aufgerannt. Nächstes Mal fangen wir an, davon zu vertellen, dass auf die mennonitischen Kolonien in Chihuahua von 1946 bis 1960 anfangen sehr viel und sehr große Dinge zu passieren. Was nächstes Mal? That's George Rempel.